Und das war so beeindruckend für mich, dass dort ganz klar war, das ist meine Richtung. Das ist Hildi Thalmann, Can-Lehrerin und ehemalige Kinderneurologin, über ihre Begegnung mit dem Meister Sheng Yen. In ihm hat sie ihren wichtigsten Lehrer gefunden. Das war vor allem meine Meditation, wo ich endlich das Gefühl hatte, jetzt habe ich jemanden, der mir etwas zeigt, wo durch. Nach vielen Jahren Zen hat er ihr nicht nur gezeigt, wie man meditieren könnte. Nein, die Anleitungen haben auch funktioniert. Dass sich dann unser Gewahrsein ausdehnen kann. Nein, dass halt das Auto, das jetzt durchgegangen ist, wie in mein Feld vom Gewahrsein hineinkommt und zu mir wird. Und das so weit kann gehen, dass die ganze Welt in mir ist. Oder ich die ganze Welt bin. Wir haben darüber geredet, wie Hildi aus dem katholischen Umfeld zum Zen und dann zum Can gekommen ist. Wie sie als Ärztin gestaunt hat, wie Schmerz einfach verschwinden kann. Was Praxiswege sind, die sie ausprobiert hat und ob Psychedelika und Meditation ein sinnvolles Gespann sind. Sie hat vom Meister Sheng Yen erzählt und von seiner Methode im stillen Gewahrsein. Sie hat von Alltagserlebnissen und vom humanistischen Can geredet, wo das Leben stark einbezieht. Ein tiefes Gespräch über Krisen, das Finden und das Weitergeben. Übrigens, den Podcast mache ich in meiner Freizeit. Er ist ein Herzensprojekt. Wenn du ihn unterstützen willst, dann like ihn in deiner Podcast-App, kommentiere und schicke die Episoden an Leute, die Interesse haben könnten. Falls du etwas an die Kosten beitragen willst, dann geht das ganz einfach per Twint. Die Angaben findest du auf www.meditationsszene.ch unter Spenden. Meine Ausgaben sind hauptsächlich Billets, um zu den Gästen zu kommen, Serverkosten und das ein oder andere Social-Media-Tool, das nur im Abo erhältlich ist. Danke vielmals. Und wenn du noch mehr unterstützen willst, mitarbeiten, ich überlege im Moment, mich noch anderweitig zu engagieren und suche darum jemanden, der zum Beispiel den Schnitt oder die Aufbereitung von Social-Media-Material und der Website möchte übernehmen. Wenn du Interesse hast, dann mach mir doch gerne ein Mail. Jetzt aber viel Vergnügen bei dem Gespräch mit der Hildi Thalmann. Willkommen zur Meditationsszene Schweiz. Ich bin der Lukas Wittmer. Heute rede ich mit der Hildi Thalmann. Hildi Thalmann hat ihren spirituellen Weg mit christlicher Kontemplation angefangen. Später hat sie sich am Zen zugewendet und schlussendlich am Chan-Buddhismus, der chinesischen Wurzel vom Zen. Heute wirkt sie unter dem Dharma-Namen Zhang She, immer loslassen, als Chan-Meditationslehrerin in Bern und leitet das von ihr gegründete Zentrum Chan Bern. Beruflich war sie lange Ärztin, spezialisiert auf Kinderneurologie. Nach ihrer medizinischen Laufbahn hat sie noch ein religionswissenschaftliches Masterstudium gemacht. Ein entscheidender Wendepunkt in ihrem Leben war das Jahr 2004. Hildi ist Schülerin vom grossen Can-Meister Sheng Yen geworden. Der ist zu ihrem Hauptlehrer geworden. 2008 hat er ihr die offizielle Erlaubnis gegeben, Can zu unterrichten. Seitdem setzt sie sich dafür ein, den humanistischen Chan-Buddhismus im deutschsprachigen Raum zu vermitteln. Im Chan Bern bietet sie regelmäßig Meditationen, Retreats und Vorträge an. Längere Retreats werden im Haus Tao durchgeführt. Immer wieder laden sie auch Lehrerinnen und Lehrer aus dem Umfeld vom Sheng Yen ein. Der Stil vom Chan, wo sie vertritt, betont Achtsamkeit, Loslassen und mitfühlendes Handeln im Alltag. Besonders wichtig ist ihr die Methode vom stillen Gewahrsein. Ein stilles, klares Gewahrsein ohne Technik, wo direkt auf die erwachte Natur vom Geist verweist. Hildi ist Mutter von 2 erwachsenen Kindern, Großmutter und lebt in Bern. Hildi, vielen Dank, dass ich zu dir für das Gespräch. Willkommen, Lukas. Es ist sehr schön, dass du hierher gekommen bist. Ja, du hast mir im Vorgespräch gesagt, wahrscheinlich sei die zweite Hälfte von deinem Leben die spannende für das Gespräch, was dann wirklich um Chan, Meditation und so weiter geht. Aber es würde mich trotzdem wundern, in der Biografie habe ich es erwähnt, du bist über die christliche Kontemplation eingestiegen. Wie bist du zu der Spiritualität gekommen? Ist das schon in der Jugend gewesen? Ist das erst später gewesen? Ja, ich bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen und in einem ganz selbstverständlich katholischen Milieu. Ich habe eigentlich Katholizismus durch meine Eltern sehr positiv erlebt. Sie waren tiefgläubig auf eine
sehr verständnisvolle Art. Beim Dorfpfarrer war es ein bisschen anders. Der war streng und alt. Und, ja. Aber es war für mich eigentlich ganz klar, dass ein Gott gibt, dass man an einen Gott glauben kann, dass es wichtig ist, auch für unser ethisches Verhalten. Ja. Und als ich nachher so in der Adoleszenz war, habe ich eine Zeit lang, vielleicht 3, 4 Jahre lang, versucht, das, was ich vielleicht durch die Ausbildung, ich war dort am Gymnasium, an anderen Ideen aufgenommen habe, zu vereinbaren mit einem Katholizismus, so wie ich ihn kennengelernt habe, aber dann auch mit bisschen moderneren Versionen. Ich habe dort eine Zeit lang «Dialogue de Chardin» gelesen. Grosser Mystiker, ja. Und Paläontolog und mit kosmischen Ideen. Nachher ist das eigentlich in den Hintergrund getreten. Nachher kommt eine Phase von vielleicht 30 Jahren, wo das Studium im Vordergrund war. Mein Studium war vielleicht auch noch eine Auswirkung von der katholischen Prägung, weil 2 Personen haben mir dort als Kind einen grossen Eindruck gemacht. Das eine war der Albert Schweitzer, der Urwalddoktor. Und das andere war die heilige Hildegard, die auch etwas wie eine Ärztin war, Naturärztin wahrscheinlich, und eine Nonne und eine Mystikerin. Und für mich war ganz klar, als ich 16 war, wäre es nicht vorgegeben gewesen, dass ich einmal studieren würde. Und ich habe einfach gesagt, ich will Medizin studieren. Das hat mir dann sogar den Weg aufgetan, dass ich an das städtische Mädchengymnasium zu Luzern eintreten konnte, weil dort hätten sie in dieser Zeit keine Mädchen vom Land genommen, sondern nur solche aus der Stadt Luzern. Aber weil ich so überzeugt gesagt habe, ich will mal studieren und will Ärztin werden, hat der damalige Rektor gesagt, gut, dann komm, wir schauen. In was für einer Zeit sind wir da? 60er Jahre? Oder? Das war 56. 56, 57. Hat es halt noch hat's Möglichkeiten gegeben für Mädchen vom Land zu studieren. Das wäre aber in einem katholischen Internat gewesen. Wäre wahrscheinlich zu Ingeborg gegangen, aber das haben wir gar nicht gewusst. Ja. Und so bin ich dann den Weg durch das Medizinstudium durchgegangen. Habe dort eigentlich recht gleich gesehen, dass mein Hauptinteresse bei der Medizin für Kinder ist und innerhalb von diesem Bereich noch vor allem für behinderte Kinder. Das habe ich dann auch gemacht. Es steht offiziell Kinderneurologin. Was ich für Kinderneurologie aber wirklich angewendet habe, ist der Teil, der sich mit Entwicklungsstörungen, neurologischen Entwicklungsdefizit und so gekümmert hat. Das habe ich eigentlich mein ganzes Berufsleben lang gemacht. Ich habe ein Zentrum für Entwicklungsstörungen und Neurorehabilitation für Kinder im Wilder-Med-Spital zu Biel geleitet und bin eigentlich sehr in dem aufgegangen. Daneben habe ich nachher geheiratet und hatte Familie gehabt.
Und mit dieser doppelten Erfüllung ist eigentlich kaum Zeit geblieben, für Spiritualität weiter zu pflegen. Ich habe mich Katholizismus so langsam ein bisschen entfremdet, aber noch nicht ganz. Und dann ist irgendwie der Sinn in dein Leben gekommen. Dann ist Meditation in mein Leben gekommen. Ich würde es so sagen. Und das ist ja wahrscheinlich auch noch vorher in einer Zeit gewesen, bevor es irgendwie die grosse Mode geworden ist, was es heute ist. Das ist um 1990 herum gsi. Da hat man schon ein bisschen gewusst, aber ich habe dort eigentlich kaum etwas darüber gewusst. Bin aber durch eine Krise in meinem Leben, also eine Trennung, später die Scheidung und Kind in der Pubertät, viele Belastungen, die auf mich zugekommen sind, die mich ein bisschen unerwartet getroffen hat und wo irgendwie mein Weltbild erschüttert hat. Es war auch die Zeit, wo ich sehr dann daran anfangen zu zweifeln, dass das so etwas wie der von Menschen vorgestellte Gott gibt, der da zu uns schaue oder der die Welt geschaffen hat. Das ist alles erschüttert worden. Und dann bin ich, wie man es vielleicht oft tut in solchen Situationen, mal in eine psychologische Beratung gegangen, aber eigentlich sehr schnell gewusst, das lenkt mir nicht. Es geht mir nicht um das. Mhm. Das hilft zwar ein bisschen, aber mir geht es eigentlich um etwas anderes. Und wenn du sagst, das hilft mir nicht, also die Art von Meditation, wo es dort, Nein, oder einfach die dort psychologische habe ich noch Beratung? gar nicht meditiert. Ja. Ich habe Meditation gar nicht gekonnt dort noch. Einfach eine psychologische Beratung. Ja. Und bin dann in ein erstes Wochenende gegangen, angeboten von einem katholischen Priester, der sich Kontemplation genannt hat. Und so bin ich in die katholische, aber von Zen beeinflusste Kontemplation hineingekommen. Ja. Das war ein Wochenende und ich habe eigentlich vom ersten Moment an gewusst, das ist meine Methode. Weil der Pater, das war ein Schüler von Willigis Jäger, der ja Zen-Meditation lehrt und ist von dem beeinflusst und hat eigentlich die Meditation, Grundprinzipien der Meditation gelehrt wie im Sinn. Hat das gegenstandslose Meditation genannt und ich habe einfach gewusst, das ist es für mich. Versuchen, dass mein Geist ruhiger wird und ganz klar bleiben dabei. Und das ist bis heute so. Und wieso hat er dem Kontemplation gesagt? Oder ist Kontemplation noch ein zusätzliches Element gewesen? Die haben das Kontemplation genannt. Und das ist, glaube ich, bis heute in der Linie von Willigis Jäger so. Das ist eine andere Nomenklatur. Ja. Weil sie haben genannt Meditation, wenn man über etwas nachdenkt, einen Text reflektiert, und Kontemplation, wenn man ohne Text einfach sitzt. Okay, ich hätte es jetzt gerade umgekehrt Ja. im Kopf gehabt, aber ja. Ich würde es auch heute anders sagen, aber das ist das, wie sie Kontemplation verstehen. Ja. Und wenn du sagst, du bist in das hineingekommen und das ist eine sehr puristische Form von Meditation, könnte man sagen, oder? Einfach sein und also es klingt auch so wie ohne viel Anleitung, was man jetzt da macht, einfach mal sitzen, schauen, was passiert. Hat dich das
dem Fall reingezogen und nicht abgeschreckt. Das hat mich absolut reingezogen. Also, man hat dort schon gesehen, man hat, wie es ja wahrscheinlich heute in dieser Richtung noch ist, wie es auch bei uns ist, viel Wert darauf gelegt an eine korrekte Haltung. Mhm. Dass man wirklich aufrecht sitzt und wenn möglich mit gekreuzten Beinen und in der Hände in der Meditationsmudra. Ja, sonst Anleitungen, was man mit dem Denken oder mit dem Geist machen, hat es eigentlich nicht gegeben. Und kannst du sagen, warum du dann gerade gewusst hast, dass das dein Weg ist? Weil es tönt ja so, ähm, oder ganz konkret, ich habe schon mit Leuten geredet, die gesagt haben, ich bin irgendwo in die Zen-Meditation eingestiegen, habe das jahrelang gemacht und eigentlich irgendwie mich immer sehr verloren gefühlt. Also weißt, es gibt wie so ein bisschen beides offensichtlich. Ja, für mich, wenn ich jetzt zurückdenke, ist vielleicht mit der Grund gewesen, ich habe mich dort aus, ich weiss nicht recht warum, ich habe mich schon ein paar aufgeregt wegen Kant. Wegen Kant, der sagt, also mit dem moralischen Imperativ, dass unser Verhalten so soll sein, dass das Maxime Ja. für Weltethik könnte gelten. Und das hat für mich auch wahrscheinlich mit der ganzen katholischen Erziehung zusammen so der Aspekt gehabt, mach das, überleg das, folg dem, verhalte dich so, also lauter Regelungen. Und das einfach sitzen und schauen, was passiert in meinem Geist, ist wie eine Befreiung gewesen. Ich habe nicht das Strenge drin gesehen. Das Strenge hat für mich nur die Körperhaltung betroffen, aber eine ungeheure Freiheit vom Geist, wo man auch nicht sagt, jetzt musst du deine Emotionen betrachten oder du jetzt schauen, wie deine Gefühle sind oder deine Empfindungen im Körper sind. Überhaupt nicht. Einfach schauen, was taucht auf in meinem Geist. Klar wahrnehmen, lassen vorbeigehen. Das hat dort noch niemand gesehen. Und Zen hat ja manchmal aber doch auch sehr viel Ritual drin. Also weißt, mit Verbeugungen, mit Haltung, bis zum Essen, wo kann ritualisiert sein. Ist das alles nicht gewesen, weil es eine christlich geprägte Linie war? Das hat dort weitgehend gefällt. Ja, beim Essen nichts Besonderes. Man hat nicht viel Ritual gehabt. Man hat keine Niederwerfungen gemacht. Was man gemacht hat, ist das, was sie Töne gesagt haben. Einfach so Vokale singen. Mhm. Vielleicht 10 Minuten, Viertelstunde. Das habe ich eigentlich als sehr schön empfunden. Und dann hat es Vorträge gegeben und die waren zum Teil Zen inspiriert gsi und zum Teil christlich. Mhm. Und in dieser Richtung habe ich etwa 7 Jahre lang praktiziert. Es hat auch Wochen gegeben, dass man eine Woche lang dran war, so wie in einem Zen-Retreat. Oder Session, wie sie sagen. Und dann hast du im Alltag eine Änderung schon gemerkt? Oder sind es mehr so Ja, Inseln gewesen, wo du dich einfach hast können zurückziehen aus dem Trubel im Alltag? also da muss ich vielleicht dazu sagen, in diesen Jahren zwischen 90 bis Ende 90er Jahre äh, bin ich breit auf der Suche gsi. Und da war die Meditation eins davon. Und andere Sachen waren, dass ich mich mit Astrologie auseinandergesetzt habe, mit vielen komplementärmedizinischen Sachen.
wo mich dann auch in der Arbeit angewendet habe oder so Leute habe kommen, dass sie arbeiten mit diesen behinderten Kindern, die ich dort betreut habe. Und vor allem eine Richtung ist dort sehr wichtig geworden für mich. Und die habe ich eigentlich kennengelernt durch den Pater, den ich bei einer Kontemplation gemacht habe, weil der hat auch holotropes Atmen gemacht. Also eine Technik, die ausserordentliche Bewusstseinszustände hervorrufen kann, ohne Anwendung von Drogen. Mhm. Das ist für mich etwas sehr Eindrückliches gewesen. Und zwar vor allem dort, wo ich es erlebt habe. Damals in Wochen, wo der Stan Grof, wo die Methode entwickelt hat, zusammen mit dem Jack Cornfield gemacht hat. Jack Cornfield ist auch ganz ein berühmter Meditationslehrer, einer von denen, der so die Vipassana-Meditation in den Westen gebracht hat. Genau, ganz genau. Und das hat sich Opening oder Insight and Opening genannt. Und da hat man den Halbtag das holotropen Atmen gemacht und den anderen Halbtag Vipassana-Meditation. Der Frieder von Almen war schon manchmal dabei gewesen, auch bei der Meditation. Und das hat für mich sehr zusammengewirkt. Einerseits Meditation, andererseits die sehr grossen Öffnungsprozesse, wo wahrscheinlich etwas war, was für mich einfach nah war, das jetzt zu machen. Das war so fest, dass ich dann auch die Ausbildung gemacht habe zu einem sogenannten Facilitator. Für holotropes Atmen. Für holotropes Atmen. Das war eine Ausbildung von, glaube ich, 3 Jahren. Und ein grosser Teil davon hat natürlich darin bestanden, dass man selber viel Sitzungen gemacht hat. Und so sein eigenes unterbewussten oder mehr intuitiven Leben kennengelernt hat. Mehr als sein eigenes, würde ich sagen. Sehr viel von dem in diesem Erfahrungsbereich, wo weltweite Erfahrungen würde umschließen. Vielleicht etwas, was der ähnlich wie dem, was der C.G. Jung gemeint hat mit seinen Archetypen. Ja. So solche Erfahrungen. Und was auch noch spannend ist, der Stan Grof hat ja das holotropen Atmen unter anderem entwickelt, weil LSD verboten worden ist. Also er hat ja sehr viel mit LSD gearbeitet. Dann hat er das nicht mehr dürfen und hat andere Methoden gesucht, um zur Bewusstseinszustand zu kommen. Wenn du sagst, du bist in den 50er Jahren im Gymi gewesen, dann bist du ja durch die 60er Jahre durch. Sind dann so Psychedelika für dich einmal ein Thema gewesen? In den 60er Jahren überhaupt nicht. Ja. Aber durch den Kontakt mit dem Stan Grof, der übrigens einer von diesen Menschen ist, den ich ganz hoch schätze. So einen aufrichtigen, korrekten Mann, wie ich unter den so ein bisschen führenden Leuten, denen ich begegnet bin, nicht so viele erlebt habe. Bis heute. Er hat auch den Kontakt mit den ehemaligen Schülern behalten. Und, ja. Aber durch das ist man natürlich in Kontakt gekommen mit anderen Leuten, die veränderte Bewusstseinszustände suchen, erforschen, erleben. Und dann bin ich auch an verschiedene Konferenzen gegangen, meistens über Geist, und die jetzt mit Substanzen da dran kommst oder ohne. Und ist dann schon der Wunsch entstanden, ich will auch einmal selber etwas
erfahren. Aber irgendwie hat mich alles dann nicht gelustet, weil ich denke, diese Art Erfahrung habe ich ja gemacht. Mhm. Auf eine andere Art. Es hätte für mich etwas Natürlicheres müssen sein. Und so bin ich dann ins Amazonasgebiet gegangen und habe dort mit Ayahuasca in einer so Community irgendwo im Urwald eine Woche war es etwa gewesen, recht massiv dort eingestiegen. Vorher als Vorbereitung ein paar Pilzerfahrungen und nachher war es fertig gewesen. Es war für mich klar gewesen, ich wollte die Erfahrung machen. Ich durfte sie machen, in einem wunderbaren Umfeld. Und das reicht. Weil unterdessen bin ich auch zur Überzeugung gekommen, dass für mich der Weg wirklich Meditation sei. Und zwar gerade an diesen Treffen, an diesen Konferenzen, habe ich so viele Leute gesehen, die total unglücklich waren, weil sie zum Teil schlechte Erfahrungen gemacht haben mit Substanzen, nicht daraus rausgekommen sind, immer wieder probieren, immer wieder die Bad Trips. Und andere, die einfach dieser Welt völlig verfallen sind. Mhm. Immer noch mehr besondere Erlebnisse und noch mehr und noch mehr und noch mehr, führt nie her. Und unterdessen habe ich auch Leute kennengelernt, die in der Meditation waren, auch schon erste Leute aus dem asiatischen Bereich, aus dem Chan-Bereich. Und die haben einfach viel glücklicher ausgesehen. Und so war für mich dort die Weichenstellung eigentlich sehr einfach. Wow. Und wo du das gemacht hast, hast du denn dort schon eine tiefe Meditationserfahrung gehabt oder bist du eher noch so ein bisschen am Anfang auf der Suche gewesen? Ich habe in dieser Zeit viel ausserordentliche Bewusstseinszustände auch in der Meditation erfahren. Und wie hast du die Parallelen erlebt? Also weißt du, wenn du jetzt sagst Ayahuasca oder auch Pilz, also Psilocybin, hast du da Parallelen gesehen zwischen dem, was du in der Meditation erlebst und dem, was du auf Substanzen erlebt hast? Ja, es war eigentlich gleich gewesen. Ich würde es heute so sagen, auch wie wir es beurteilen, auch wie meine Lehrer es beurteilen. Es ist bekannt, dass in der Meditation auch solche Zustände gibt. In der Meditation habe ich mich zum Beispiel als Apostel Paulus szenisch erlebt. Mit sehr emotional und sehr öffnend auch. Aber nachher weiss ich ja genau, dass ich nicht der Apostel Paulus bin. Und wenn ich eine Substanz nehme, ist es ja gleich. Oder Holotropsatmen machen. Ich weiss nachher, das ist eine Erfahrung, die ein Mensch machen kann. Aber es ist eine Erfahrung. Es ist weder Erwachen noch wirklich ein grosser spiritueller Fortschritt. Der muss auf andere Art passieren. Und kann es aber irgendwie eine Türen öffnen zum Fortschritt in der Meditation? Oder findest du im Gegensatz sogar, es ist eher hinderlich? Nein, es kann schon Türen öffnen. Als Türöffner sehe ich es. Muss nachher einfach eine sehr solide Integration erfolgen und ein Weiterschreiten. Ja. Einer von meinen Chan-Lehrern hat einmal ein recht schönes Beispiel gebracht, wo ich mir gemerkt habe. Wenn wir Chan praktizieren, dann können wir uns betrachten wie ein Baum. Wir müssen feste Wurzeln in der Erde haben. Geerdet sein, da im Alltag, gewöhnlichen. Dann können wir
unseren Geist entwickeln, wie ein Baum, der einen Stamm macht. Dann macht der Stamm Äste. Und die Äste können sein wie die Erfahrungen, die wir machen. Es geht vieles auf, wir erleben prächtige Sachen, wir erleben schlimme Sachen, aber wir müssen immer zum Stamm zurückgehen, weil der Hauptstamm soll weiter hochgehen. Und wir wollen uns als Mensch weiterentwickeln. Und ich denke, das ist ein gutes Bild, wenn ich solche Zustände hatte oder wenn ich erlebe, dass andere Leute so etwas erleben. Es muss nicht immer so ausbauen sein, aber einfach leicht oder glücklich sein oder so. Was ich immer als Antwort bekommen habe: «It's just a state.» Das ist einfach ein Bewusstseinszustand. Im Chinesischen redet man nicht so viel über das, aber man kennt es sehr wohl und man kann es einordnen. Es ist spannend, oder? Wenn du sagst, es ist einfach ein Bewusstseinszustand und ich gehe vielleicht ein bisschen auf etwas vor, wo ich eigentlich später im Gespräch dann wollte kommen. Und das ist, der Thomas Metzinger hat ja ein Buch geschrieben über Bewusstseinskultur, wo er sagt, es gilt eigentlich, heilsame Bewusstseinszustände zu kultivieren. Also, ich sage es ein bisschen ein Paradox. Auf der einen Seite ist es zwar gut, die jetzt zu kultivieren, man muss einfach wissen, es ist nur ein Zustand. Ich glaube, man muss unterscheiden. Und wenn man länger meditiert, kann man das sehr gut. Ich bin mit ganz vielem, was der Thomas Metzinger schreibt, einverstanden. Ich war auch im Kontakt mit ihm. Und ich glaube, das, was er beschreibt, ist nicht das, was ich davon rede. Mhm. Und zwar, weil er schließt ja in seinem Buch eigentlich diese Zustände schon aus. Er beschreibt ja nur solche mit Minimal Phenomenological Experiences. Also minimale Erfahrungen, nicht die Geschichten, Mhm. die ich in dem erlebe, die ich als Zustand bezeichne. Okay, ja. Ich glaube, das ist sehr wichtig, weil er beschreibt Zustände, wo eigentlich das Explosive oder Geschichtenhafte von Zuständen schon vorbei ist. Darum sagt er ja Minimum. Ja. Und das ist übrigens etwas, was mit eigentlich allen religiösen Traditionen, die ich kenne, gut übereinstimmt. Man beschreibt ja auch den Weg, zum Beispiel gerade der Cornfield hat ja sehr schön beschrieben, wie man in einen Zustand von Ruhe kann kommen, einen Zustand von Frieden und dass es so Übergänge gibt. Und dass gerade bei so Übergängen in einen tieferen Zustand so explosive Zustände entstehen können. Mhm. Und dann geht es aber weiter. Ja. Und wird ruhiger und ruhiger und ruhiger. Ja. Und manchmal kommt es wieder wie früher. Ja. Es ist ja nicht etwas, das linear Ja, weiter klar. schreitet, sondern es sind Spiralen. Mhm. Wenn wir wieder in die 90er zurückgehen, Ja. dann war die Kontemplation, deine Suche, holotrope zu atmen. Und dann bist du noch auf eine andere Sehnlinie gekommen, oder bist du dann schon zum Can gekommen? Nein, nachher bin ich vom Christentum weggekommen. Ja. Weil eigentlich die Zeit vor Kontemplation, wenn ich hinten rein schaue, ist wie für mich fast eine verzweifelte Suche gewesen, innerhalb vom Christentum einen Weg zu finden. Und je länger ich das gemacht habe und je mehr ich wahrscheinlich an diesem Lehrer rumgebohrt habe, umso klarer ist mir geworden, wie fest es halt gleich noch
im Christentum verhangen ist und ja, mit so einem Gottesglauben. Und das hat mich zu fest eingeschränkt. Und da bin ich auf die Suche gegangen, was gibt es denn im Sinn? Und ich weiss nicht, ob ich besonders unbegabt war im Suchen. Jedenfalls habe ich nichts gewusst, ausserhalb von diesem christlichen Sinn, wo ich einen Zugang hatte. Und dann bin ich in Bibliotheken, nicht in Bibliotheken, in Läden gegangen, habe dort unter den Sinn geschaut und einfach in den Büchern hinten geschaut, ob es Adressen drin hat. Mhm. Und so bin ich dann auf eine Gruppe in Süddeutschland gestossen, die mit dem Bäckerroger verbunden ist. Ich glaube heute noch, weiss es nicht sicher. Das ist der Nachfolger von Shunryu Suzuki in San Francisco gewesen. Und ich habe dort gar nichts über ihn gewusst. Bin dort hergegangen, bin innerhalb von etwa 10 Monaten in viele Retreat gegangen, einfach was sie angeboten haben an Retreat, habe das können irgendwie einrichten mit meiner Arbeit und habe dort ungeheure Fortschritte gemacht. Und zwar sind das sind dann wirkliche Zen-Retreat gewesen. Es ist mir vorgekommen, wie ein Dampfkochtopf, wo du reingesteckt wirst und der Deckel zu. Und jetzt, Sag noch ein bisschen, warum? Also, was hat der Dampfkochtopf ausgemacht? so wie ich es erlebt habe, ist einfach gewesen, hast praktisch keine Sekunde Zeit gehabt, etwas anderes zu denken, weder das, was du jetzt gerade machst. Entweder zu sitzen, ich habe das Sitzen sehr ernst genommen, wirklich beim Sitzen zu sein. Und nachher waren alle die Rituale gewesen, also bist dauernd beschäftigt gewesen, hast wie keine Ausweichmöglichkeit gehabt, in dem Sinn, Dampfkochtopf. Und das einfach vom Morgen ganz früh bis am Abend ganz spät. Hättest nicht sollen duschen, hast natürlich nicht geredet, hast keine Ausweichmöglichkeit gehabt. Und wenn du sagst, du hast ganz schnelle Fortschritte gemacht, was heisst das? Ich habe wirklich grosse, kann man sagen, Einsichten gehabt dort. Mhm. Oder ist etwas anderes, wieder so einen ausserordentlichen Bewusstseinszustand. Was macht den Unterschied aus? Ja? Ja, das ist schwierig zu sagen. Etwas ganz klar zu wissen. So ist es. Plötzlich. Einfach, so ist es. Es steht um eine Aussage von der Gesamtpatriarchen gegangen und es war plötzlich ganz klar gewesen. So ist es. Nicht anders. Und das gilt bis heute. Und so ist es, bezieht sich dann auf was? Eine Erkenntnis. Wie die Welt ist. Wie die Welt ist. Ja. Wie die Welt ist. Und das ist ja letztendliche Wahrheit dann. Also weißt du, nimmt mich Wunder, du als Ärztin bist ja auch wahrscheinlich sehr wissenschaftlich trainiert. Und wenn dann so letztendliche Aussagen kommen, wie etwas ist, wo man so tief erkannt hat, ich denke immer, ist das ein Gegensatz oder ist das wie eine andere Kategorie? Das war dort gar kein Gegensatz gewesen. Ja. Du hast jetzt angesprochen als Ärztin, was mich so erstaunt hat, ist etwas ganz Banales gewesen. Dass man im Zen sitzt, ist ja lang und manchmal verkrampft. Mhm. Und es gibt Schmerzen und es tut weh und weh. Und nachher musst du vielleicht mehr auf das Sitzen allgemein konzentrieren und plötzlich stellst du fest, kein Schmerz mehr. Tut mir ja nicht mehr weh. Das hat mich verunsichert. Solche Sachen, das ist doch medizinisch nicht möglich. Und warum ist der Schmerz weg? Wegen der Konzentration, wegen der Sammlung? Ja, Ja. schon. Aber er kommt dann auch wieder an die Sammlung. Wir sagen natürlich auch im Chan,
mit dem chinesischen Hintergrund. Schmerz kann Blockade sein in der Energie, oder der Körper zirkuliert, wo eben, wenn wir gesund sind, schön harmonisch zirkuliert. Und das sind Blockierungen. Oder Schmerz entsteht, wenn die Energie an die Blockierung stößt. Und wenn sie durchfließt, ist er weg. Und dann muss nicht zurückkommen. Mhm. Und solche Erfahrungen haben natürlich mein medizinisches Weltverständnis geschüttelt. Ja. Ja, Das heisst, dann bist du auf dieser Linie unterwegs gewesen. dann bin ich eben etwa 10 Monate dorthin gegangen. Und weil ich so gewisse Durchbrüche, kann man sagen, hatte, hat der Roshi gesagt, ich könnte zu jeder Zeit kommen, soll an ihrem Leben teilnehmen, wenn es immer möglich sei. Und das ist nachher nicht lang gegangen, habe ich gehört, gesehen habe ich nichts, aber gehört, wie er mit seiner jungen Partnerin umgegangen ist. Und das war für mich so gewesen, dass ich wie nicht mehr volles Zutrauen hatte. Mhm. Und darum gefunden habe, es bringt mir nichts, wenn ich weiter da praktiziere. Und dann bin ich wieder auf die Suche, habe bei ihnen einen Flyer gefunden von Eisenbuch mit dem Nakagawa-Roshi. Das war ein japanischer Roshi, der das Zentrum auch in Oberbayern hat. Und dann bin ich manches Jahr dort und habe dort Sinn praktiziert. Und deine Töchter, wie alt sind die da gewesen? Und wie hat dein Umfeld da reagiert, wenn auf einmal scheint ja so doch einige Zeit, das sind wahrscheinlich viele Ferien gewesen, wo du in das investiert hast. Ja. Wie haben die reagiert? Das hat kaum jemand gemerkt. Und zwar, es war für mich ein bisschen, wie ich 2 Leben nebeneinander führen würde. Und ich war ja dann allein daheim, also mit dem Kind zuerst. Dann ist die Tochter sehr gleich ausgezogen und der Sohn war noch daheim. Mit ihm habe ich noch viel geteilt. Mehr von diesen Meditationserfahrungen, aber auch anderen Erfahrungen. Und nachher ist er auch ausgezogen. So hat es daheim wie niemand gehabt, der mich gesehen hat oder beobachtet hat. Und am Arbeitsplatz habe ich, glaube ich, einfach weiter funktioniert. So wie vorhin heisst das, ich habe natürlich angefangen, wie ich vorhin schon gesagt habe, gewisse komplementärmedizinische Sachen anzubieten für Mitarbeiter, auch für Eltern von behinderten Kindern und für behinderte Kinder und auch Meditation. Das hat schon angefangen, als ich bei diesem Kontemplationslehrer war. Ja, der ist dann auch gekommen, etwa 2 oder 3 Mal für ein Wochenende mit Eltern von behinderten Kindern. Mhm. Ja, aber lang ist es nicht ganz zusammengegangen. Ja. Also hast du immer noch voll geschafft und das noch- nebendurch recht intensiv Ja, gemacht? ich habe voll gearbeitet, bis ich 62 war. Und dann habe ich vollzeitig gekündigt und hatte dort einen grossen intellektuellen Hunger gehabt. Habe vorher noch wirklich abgeschlossen mit meiner ärztlichen Tätigkeit. Ich habe dort eine Pilgerwanderung gemacht nach Santiago, allein, und habe das ganz bewusst auch gemacht, für abzuschliessen mit meinem Berufsleben. Also ich habe zum Beispiel für
jedes behinderte Kind, das ich gerade in dieser Zeit betreut habe, irgendwo auf dem Weg einen Stein abgelegt und quasi im Adieu gesehen und ihm alles Gutes für die Zukunft gewünscht. Und so mit den Mitarbeitern und ja. Und das hat eine ungeheure Wirkung gehabt. Für mich ist das wie wirklich vorbei. Und dann bin ich frei gewesen. Und dann ist der intellektuelle Hunger vorgekommen. Und dann bin ich an die Uni ein bisschen da und dort reinsitzen, aber eigentlich gar nicht lang. Ich habe gleich dann gewusst, Religionswissenschaft wäre das, was mich anziehen würde, und habe dort das Studium angefangen. Das war aber schon nachdem du Meister Sheng Yin kennengelernt hast? Das hat vorher angefangen. Das hat vorher schon angefangen? Das hat vorher angefangen. Etwa 2 Jahre vorher. Und nachher ist nachher weitergegangen. Ja. Ich habe 5 Jahre daran gemacht. Ja. Und Master in Science of Religion, ja. Da an der Uni Bern. Ja. Und im Hauptstudium hatte ich den chinesischen Buddhismus habe meine schon Bachelorarbeit aus dem chinesischen Umfeld gewählt, über Falun Gong. Und nachher noch Masterarbeit über chinesische Zweitgeneration Praktizierende in diesen es gibt 2 chinesische Klöster in der Schweiz. Ja. Wir dort einfach Befragungen machen. Und hat dich das dann zum Chan gebracht? Oder wie bist du dann... Nein, es war umgekehrt. Es war umgekehrt? Es war umgekehrt und das ist, ja, wenn es das nicht zu weit wegführt, eine kleine Anekdote. Ich habe für einen Bachelor hätten wir damals noch so ein zweites Nebenfach haben. Und weil ich Zen praktiziert habe, habe ich Japanisch nehmen. Ich habe das Bärli ein bisschen genommen, aber das hat nicht gelangt. Ich wollte ans Ostasiatische Institut gehen, in Zürich. Und habe mich dort beworben und die haben gesagt, ja, ich kann schon kommen, aber weil das für mich ein Zweitstudium sei, möge ich zahlen. Und zwar fast 10'000 Franken für ein Jahr. Und das hat mir den Kopf nicht nachgelassen. Ich dachte, nein, also, was soll das? Und meine Betreuerin an der Uni Bern hat gesagt, ja, tu doch warten, in einem Jahr wird das Bologna-System eingeführt, dann brauchst du kein zweites Nebenfach mehr. Was habe ich dann so gemacht, das Bachelorstudium ein bisschen rauszögert und bin dann nachher gleich ans Ostasiatische Institut gegangen. Aber weil ich unterdessen den Meister Sheng Yin kennengelernt habe, jetzt ins Chinesische. Und habe dort ein Grundstudium gemacht in Chinesisch. Ja, und erzähl von dieser Begegnung mit dem Meister Sheng Yin. Das muss ja ganz eine eindrückliche Persönlichkeit sein, was ich gehört habe. Also auch der Fred hat erzählt, dass sie wirklich wahnsinnig eindrücklich war mit ihm auf dem Beatenberg. Und du bist auch in dem, das war, glaube ich, die Begegnung mit ihm. Hast du ihn Ganz schon vorher genau gekannt? Ich habe 4 Jahre vorher von ihm gehört, Ja. weil ich auf einer Reise durch China war, zu Chan-Klöster. Das war mit einem von seinen Dharma-Erben. Und das war so, dass bis du habe ich und haben wahrscheinlich die allermeisten Zen praktizierenden Leute nicht gewusst, dass Chan in China weiter bestanden hat. Weil so gewisse wissenschaftliche Arbeiten haben gesagt, im
13. Jahrhundert ist Chan in China ausgestorben. Und ist als Zen dann in Japan und Man dann hat es weitergelebt. Korea und Ja. Vietnam. Ja. Und man hat nicht gewusst, dass es in China ja immer weitergegangen ist. Und darum bin ich dort bei dieser Gelegenheit, die sich geboten hat, sofort mitgegangen und habe dort effektiv Chan-Klöster erlebt in China und habe vom Meister Sheng gehört und habe gedacht, ja, jetzt praktiziere ich doch schon lange in der Zen-Richtung und was soll ich jetzt ändern? Aber nachher ist der Meister Sheng vom Fried von Almen eingeladen worden, in Beatenberg. Ich habe das gehört und habe natürlich sofort gewusst, da muss ich gehen. Und das war so beeindruckend für mich, dass dort ganz klar war, das ist meine Richtung. Das war vor allem er. Sein Dasein. Art, wie er war, aber auch die Art, wie er gelehrt hat. Seine Bescheidenheit. Ja. Einfach wie er war. Er ist aus China, glaube im 49 auf Taiwan gekommen. Genau. Ist sehr früh schon Mönch geworden. Ja. Und sehr gelehrt. Also ich habe auf der Website gesehen, auf der Englischsprache, er hat ja x Bücher auch. Ich weiß nicht, vielleicht sind es auch Vorträge von ihm, die dann veröffentlicht worden sind, aber er hat Ja. wahnsinniges Schaffen auch an den Tag gelegt. Ungeheuer disziplinierter Mensch war er. Mit 13 Mönch geworden. Auch weil seine Eltern zu wenig Geld hatten, ihm irgendeine andere Karriere zu ermöglichen. Schlimme Zustände im chinesischen, in einzelnen chinesischen Klöstern erlebt. Und im 49, wo der Mao Macht übernommen hat, mit der Armee von Chiang Kai-shek geflohen nach Taiwan, weil einfach absolut keine andere Möglichkeit war. Nach 10 Jahren nicht aus dem Militär weggekommen. Es war dort Funker. Und das Geheimnisträger, und dann wollten sie ihn nicht gehen. Und das war für ihn eine Zeit, die ungeheuer schwierig war. Also der ist mit 13 in München geworden und hat nachher trotzdem ins Militär müssen? Er war, glaube ich, 19 gewesen, wo der Mann die Macht übernommen hat. Ja. Und dort war für einen jungen Mönch einfach überhaupt keine andere Möglichkeit gewesen. Entweder im maoistischen China, wo man hat gewusst, die werden die Mönche laifizieren und Buddhismus bekämpfen, dort zu bleiben. Oder, wenn man weg hätte wollen, war nur die Möglichkeit gewesen, weil die absolut kein Geld hatten, in der Armee anzuführen. Ah, okay. Und so ist er in die Armee gekommen, wie viele andere auch, andere Mönche. Es hätte einfach keine andere Möglichkeit gegeben. Was bei ihm besonders war, dass er so lange nicht weggekommen ist. Und das war für ihn wie eine 10-jährige, immer stärkere Frage für ihn gewesen, was soll ich eigentlich? Das, was man in gewissen Methoden, wir sagen dem Quato-Methode, noch steigert bei sich, einfach die existenzielle Frage. Warum bin ich eigentlich in der Welt? Was soll ich? Wer bin ich? Was ist die Welt? Das ist durch seine Erfahrungen, das Gefangensein in dem Militär gesteigert worden. Bis er dann raus hätte können. Und dann ist er ja ein 6-jähriges Eizu-Retreat. Und dann ist er auf Japan studieren. Und nachher wollte er lehren in Taiwan. Ist dort gar nicht willkommen gewesen. Am Anfang im etablierten Mönchsmilieu. Und ist nachher nach Amerika. Und hat angefangen Chan zu lehren. Und die Richtung vom Chan, die er lehrt, die bringt ja, glaube ich, so ein bisschen das, was im, ich kenne nur die japanischen Begriffe, Rinzai und Soto sind wieder zusammen, oder? Oder
Ist das Nein, zu stark vereinfacht oder sogar ähm, falsch? ich ich will es andersrum anfangen sagen. Ja. Ähm, und das ist, äh, neben ihrer Persönlichkeit für mich der andere Grund gsi, warum es für mich klar ist, dass ich in diese Richtung gehen will. Ich habe ja 10 von ihnen erlebt gehabt. Mhm. Äh, dann einfach sitzen. Also so, Und das war Soto-Sen gsi, oder? das war so das Sinn gsi. Ja. Und bei dem Roshi, wo ich war, das ist absolut ehrlicher Mensch, der lang gezögert hat, wirklich Schüler anzunehmen. Das habe auch ich erfahren, andere auch. Und mit ihm, also von ihm habe ich einfach keine Anleitungen bekommen. Einfach nur zu sitzen und durchhalten. Und er hat über den Dogen geredet, der Grossmeister im Sotosen, aber keine konkreten Anleitungen. Wie mit meinen Gedanken, mit meinem Geist umzugehen. Das war etwas, was ich vermisst habe. Und nachher habe ich auch erlebt, wo wir mit ihm zusammen auf eine Reise sind nach Japan, weil du ist gerade, weiss nicht mehr, 750. Geburtstag, glaube ich, vom Dogen. Und dann haben die verschiedenen Soto-Linien eingeladen nach Japan. Und wir sind nach Japan und sind dort in alle Klöster, wo der Dogen mal gewirkt hat. Und dort habe ich die anderen 10 Gruppen gesehen, die europäischen, und habe gesehen, wie die da gute Weinflaschen gebracht haben. Und ich habe noch immer, ich bin, glaube ich, sehr naiv gewesen, wenn ich in das Zeug eingestiegen bin. Ich habe gedacht, ja, die 5 buddhistischen Grundrichtlinien gehört halt auch dazu kein Alkohol, gehört dazu verantwortlichen Umgang mit Sexualität. Und da habe ich schon viel so ein bisschen gelesen gehabt. Und ich habe es dort einfach auch gesehen, wie wir relativ wenig Spiritualität und Ernsthaftigkeit, so wie ich es aufgefasst Mhm. habe, hinter dem war, was ich in diesen verschiedenen Klöstern gesehen habe. AHG als Rieseninstitut, halt ein bisschen wie der Vatikan, Mhm. als Ausbildungsort für Tempelmönche. Und alles das war für mich eine ziemliche Ernüchterung gsi, ne? Auch das, dass Mönche im Zen sind ja nicht Mönche, oder manchmal sind sie vielleicht Mönche, aber Also die nicht meisten zölibatär, meinst sind nicht du? Ja. zölibatär. Darum hat man ja im Westen dann auch angefangen, dass sie sich Priester nennen. Äh, aber in dieser Zeit war so viel Unklares gsi. Und was ich beim Meister Schengen erlebt habe, ist, dass er sehr, sehr klare Anleitungen gibt für das Praktizieren. Ich kann nachher noch einmal darauf zurückkommen, wie ich vom Nursitzen Mhm. weitergegangen bin. Und das andere ist, dass im Chan, so wie er es lehrt, ein Mönch halt ein Mönch ist, wie wir so verstehen, und zölibatär lebt, kein Fleisch isst, kein Alkohol trinkt, einfach die Grundregeln eingehalten werden. Und das hat mir gepasst. Das hat mich beeindruckt und hat für mich einfach viel mehr Klarheit gegeben, dass der Lebenswandel übereinstimmt Mhm. mit dem, was man predigt. Und dass es ein bisschen klar ist, auch nach aussen. Wir sind noch von dort her gekommen, dass ich gesagt habe, ich habe die 2 Linien
zusammengebracht und dann hast du mich korrigiert und gesagt, du willst am anderen Ende Ja, einsteigen. ich wollte jetzt sagen, wie ich dazu gekommen bin, aber es ist schon so, aber das ist nicht seine Absicht. Also das Also auch ist, nicht sein Verdienst war, ist das im Can schon vorher nein, passiert, es oder? ist schon sein Verdienst. Er hat dann ja Chan gelernt im Westen und hat nachher das Kloster von seinem Meister in Japan müssen übernehmen, wo der gestorben ist. Und ist von dort an immer 3 Monate in Taiwan gewesen und 3 Monate in New York. Und hat beiden Orten gelernt. Und in Taiwan hat das nach einem grossen Aufschwung genommen. Und er hat dann ein neues Zentrum gebaut. Und er hat nachher, ich glaube, erst 2005 gewesen, wenn ich mich nicht täusche, einen neuen Orden gegründet. Der Orden vor Dharma-Trommel. Und dort drin sind automatisch die beiden Linien, weil er hat die Übertragung bekommen von einem Meister in der Linchi-Linie, also japanisch Rinzai, wo auf Meister Schün, leere Wolke, zurückgeht. Und er hat die Übertragung bekommen vom Meister Dongshu, wo in der Soto-Linie steht. Und darum sind die beiden Linien bei ihm und in seinem Orden und in seiner Linie beide vertreten. Und dann kommt, glaube ich, noch ein weiterer Aspekt dazu, der sehr modern ist, der humanistische Aspekt, oder? Es ist Genau. auch sehr ein engagierter Buddhismus. Das ist, glaube ich, etwas, wo im Zen nie so ist, dass nämlich bereits in China, und zwar seit dem Ende vom 19. Jahrhundert und dort vor allem in der ersten Hälfte vom 20. Jahrhundert, Reformen passiert sind im Buddhismus. Eigentlich ziemlich ähnlich, wie es bei uns einmal die Reformation gegeben hat. Also zurückgehen auf die ursprünglichen Schriften und von einem rituellen, vorwiegend Beerdigungsbuddhismus neu übergehen zu einem Buddhismus, der für das Leben der Leute heute und da ist. Und das hat natürlich mit bedeutet, dass man Laien mehr einbezieht, dass karitative Werke wieder mehr gewertet werden, dass Frauen einen anderen Stellenwert bekommen. Einfach das, was so mit heutigen Gegebenheiten vereinbar ist. Und das hat sich auf Chinesisch Buddhismus im Leben genannt. Und das hat man dann übersetzt ins Englische und dann halt auch ins Deutsche mit humanistischem Buddhismus. Mhm. Ein ganz wichtiger Aspekt, was eigentlich einfacher machen sollte, dass er auch im Westen Fuß fassen kann. Mhm. Und wo du das kennengelernt hast und dann den Meister Xing Yin getroffen hast, was hast du mitgenommen aus dem Zen und was hast du vielleicht ergänzt im Chan oder was hat es dir zusätzlich gegeben, dass du dich dort so angezogen gefühlt hast? Ich kann vielleicht das sagen, was für mich persönlich bedeutet hat. Das war vor allem meine Meditation, wo ich endlich das Gefühl hatte, jetzt habe ich jemanden, wo mir ein bisschen zeigt, wodurch. Und wie ich am Anfang angedeutet habe, eigentlich war die Grundlage Gesetz mit der christlichen Kontemplation, also wo eigentlich eine Zen-Grundhaltung vermittelt hat für Meditation, das korrekte Sitzen. Und weil ich ja aus dem Soto-Zen gekommen bin, ist nachher eigentlich für mich völlig selbstverständlich gewesen, dass ich in die Saudong-Richtung gegangen bin oder in die Methode, die
eben vor allem dort gelehrt wird oder der Meister Sheng Yen neu erklärt hat. Und das nennt sich eben stilles Gewahrsein. Und da sieht der Meister Sheng Yen, der Anfang vom stillen Gewahrsein ist nur sitzen, wie man es im Soto-Sinn macht. Das heisst, wir sitzen in einer korrekten Haltung, sind uns aber ganz gewahr, es ist uns ganz klar, dass wir da sitzen. Und immer, wenn unsere Gedanken fortgehen, wir es merken, dann kommen wir zurück zum da sitzenden Körper. Sehr ähnlich wie Shikantaza, nur hat dort niemand gesagt, man soll mit den Gedanken da bleiben. Also mir niemand gesagt das. Und vielleicht einfach noch eine Frage, du bist ja auch vertraut mit Vipassana, die Satipatthana Sutta ist ja der Körper, das Körper quasi auch etwas vom Ersten, was man macht. Ja, Was ist der Unterschied? der Unterschied im stillen Gewahrsein ist, dass man beides gleichzeitig macht, Shamatha und Vipassana. Ja. Also das, was aus Shamatha und Vipassana vielleicht sich noch weiterentwickelt. Ja. Also Das klar sein, Sammlung und zu wissen, ja. zu wissen, dass ich da sitze, ist Vipassana, ist Gewahrsein. Und ich sage halt Gewahrsein und nicht Achtsamkeit, weil das Gewahrsein offen ist. Ja. Achtsamkeit ist doch meistens gerichtet. Und im Vipassana halt auch eigentlich ihre Anleitung gerichtet auf Körperwahrnehmung Auf Objekt, oder ja. auf Gefühl oder auf den Geist oder auf Geistesinhalte, wie es halt im Satipatthana Sutta gesagt ist. Mhm. Und im Gewahrsein ist mehr, mein Geist ist ganz klar, aber es taucht auf, was von sich aus auftaucht. Und ist dann nicht viel schwieriger, in dem nicht verloren zu gehen? Ist schwierig. Habe ich gesagt, sei einfach. Ist schwierig. Ja. Darum, das Gewahrsein vom Körper haben. Ja. Also meinst du so etwas wie einen Anker, wo man... Ja, ja. und am Anfang und für etliche Leute bis zum Erwachen und darüber aus ist halt die Atemmeditation der Anker. Aber für uns halt nicht so sehr zu beobachten vom Atem, also wie er runtergeht oder wie er ist, sondern einfach den Atem spüren oder den Atem zählen. Das ist ganz ein fester Anker. Und wenn man diesen festen Anker nicht mehr braucht, dann kann man die Achtsamkeit vom Atem probieren aufzudehnen auf den ganzen Körper. Dann wird es ein Feld vom Gewahrsein. Mhm. Und dann ist das der Anker. Und wenn wir einen Tag haben, wo wir wieder ganz zerstreut sind, gehen wir wieder zum Atem zurück. Was dann der Meister Sheng Yen noch weiter erklärt hat, ist, dass wenn wir in diesem, ich sage jetzt halt, gleich auch Zustand, aber jetzt nicht als verändertes Bewusstsein, sondern einem sehr wachen Zustand vom Sitzen sein, dass sich der unser Gewahrsein ausdehnen kann. Dass halt das Auto, das jetzt durchgegangen ist, wie in mein Feld vom Gewahrsein reinkommt und zu mir wird. Und das so weit kann gehen, dass die ganze Welt in mir ist. Mhm. Oder ich die ganze Welt bin. Das sind Sachen, die der Metzinger sehr ausführlich beschreibt. Im Buch «Der Elefant und die Blinden». Genau, Ja. ganz genau. Viele solche Zustände mit Auflösung von der Körpergrenzen bis eins sein mit allem.
was wir dann halt noch sagen, also was Meister Cheng gesagt hat, musst noch das Tor durchschreiten, das torlose Tor. Und das ist der, wenn ich nicht mehr sagen, ich bin das ganze Universum. Aber jetzt tut das Fädeli, wo das Ich noch da dran hat, wird jetzt auch noch durchschritten. Das ist nur noch ein ganzes Universum. Und dem sagen wir nicht selbst, oder? Noch diesen Schritt machen. Und wenn man diesen Schritt macht, ist das etwas, wo bleibt? Also geht man nachher quasi so durch die Welt? Also weißt, ist das so wie eine Erkenntnis, die man mal hat und dann geht man nachher aber so durch die Welt? Oder ist das etwas, wo auch immer wieder kommt und geht? Ich kann ein bisschen sagen, wie ich es erlebt habe, aber wie es auch häufig beschrieben wird. Ja. Meistens ist das ein plötzliches Erlebnis. Ja? Man sieht, im Eimer geht der Boden raus. Es sind so die auch im Zen üblichen Sprüche, die man sagt, oder bist auf einer Stange oben, eine hohe Säule, und jetzt machst du einen Schritt vorwärts, sieht nichts. Das ist das, was man nicht erklären kann, darum suchen wir immer Bilder. Und für mich hat es etwas von diesen Kippbildern. Weisst, Wenn du es mal siehst, dann siehst du es. wo du die Vase siehst oder die 2 Frauengesichter siehst. Und dann siehst du mal das andere. Und meistens ist es so, dass man langsam wieder zurückleitet. Mhm. Aber du weisst, es gibt's. Das vergisst du nie mehr. Und dann kommst du vielleicht wieder einmal dem näher, siehst es wieder, bist wieder drin. Und so kann das lang gehen. Ich denke, es ist gar nichts so Außergewöhnliches. Immer wenn wir etwas Neues lernen, ist es zuerst etwas, was wir jetzt mal so gesehen haben, das Land mal Überblick hatten. Und wenn wir immer wieder in das Land kommen, lernen wir es besser kennen. Und wenn wir in das Land zügeln, dann wird es zu unserem Land. Mhm. Und ich sehe es ein bisschen so, dass das immer mehr das Erkennen von dem, ich würde jetzt sagen Prinzip, wir sagen Buddha-Natur, dem, was zugrunde liegt, dass das immer stabiler wird in jedem Innen. Und je stabiler es wird, umso mehr tragen wir so in den Alltag. Und wie ist es dann für dich jetzt, gerade in dem Moment, wo wir das Gespräch führen? Also ist dein Erleben irgendwie anders, als wenn man das Gespräch vor... Also ich meine, klar ist es anders, weil es ist eine andere Zeit und man hat andere Erfahrungen, aber ich meine, so grundsätzlich, weißt, ist das jetzt ganz ein anderes Erleben, als wenn du das Gespräch vor 30 Jahren geführt hättest? Ja. Also Ja, ist es ist wirklich wirklich eine ganz andere anders. Wahrnehmung im Alltag? Ja, ja. Weil das ist wie im Hintergrund da. Meistens da. Ja. Nicht immer. Nicht immer. Bei einigen Leuten ist es vielleicht immer da. Ja. Aber du kannst es wie führen holen, wenn du jetzt... Ja, wenn ich ruhig werde, Ja. dann merke ich, es ist da. Ja. Und wie verändert es dann die Qualität jetzt im Alltag? Ist Qualität Freier. überhaupt das richtige Wort? Ja, wir müssen ja mit Wörtern. Ja. Man kann ja nicht anders. Viel freier, gelassener, auf eine ganz, ganz stille Art glücklich. Mhm. Nichts Überschäumendes, aber schon etwas, wo man auch sagen könnte, das Daheim sein. Daheim sein in sich selber, oder in dem grösseren Grund, der auch in mir ist. Und hat es auch deine Perspektiven auf Sterben und Tod verändert? Ja, sicher. Ja.
In welche Richtung? Jetzt ist mir gerade ein Spruch vom Meister Schengi in den Sinn gekommen, den ich gar nicht mehr richtig weiss, aber er sagt: „Niemals fürchte den Tod, niemals suche den Tod.“ Und dann ist noch das Dritte: „Sehne dich nicht nach dem Tod.“ Und da habe ich gerade denken, manchmal denke ich, eigentlich wäre ich jetzt wirklich reif zum Sterben. Und das wäre ein schönes Gefühl. Ja. Aber ich weiss auch nicht, was nachher ist. Aber einfach, es wäre gut. Ja. Das ist jetzt noch nicht Schlusswort, wir machen noch. Ich habe noch ein bisschen, also hast du noch viele Fragen? Ich muss gerade mal schauen, ich habe noch gar nicht so auf mein Mindmap geschaut. Also was mich sicher noch wundernimmt, ist auch, wenn du 2004 den Meister Schengen kennengelernt hast und 2008 hast du die Lehrerlaubnis bekommen. Das ist schon ein enormer Vertrauensbeweis auch in, Ja. in eine Schülerin. Also du bist Linienhalterin von dieser Linie. Das heisst, Ich bin nicht Dharma-Erbin. du Das bist ist nicht nicht da. das Gleiche. Okay. Das ist nicht Aber du das hast eine Gleiche. Lehrerlaubnis. Auch das ist Ja. schon das Ja, kommen auch nicht alle das über. ist die erste Stufe. Genau. Also das ist ja relativ eine kurze Zeit für so die Zen-Perspektive. Oder ich weiss nicht, im Can wahrscheinlich auch 4 Jahre Lehrer-Schülerinnen-Beziehung ist noch nicht so lang. Also Das ist so. muss eine intensive Beziehung gewesen sein. Das war eine intensive Beziehung, aber auch zu seinen Hauptschülern. Es war gar nicht immer zu ihm persönlich gewesen. Und ich bin natürlich viel gegangen, also was ich konnte. Ich bin auch unmittelbar bevor ich die Lehrerlaubnis bekommen habe, 2 Monate im Hauptzentrum in Taiwan gsi. Im Meditationshaus durfte ich dort sein. Und ich denke schon, das ist jetzt muss ich ein bisschen studieren, fast 15 Jahre Praxis, bevor ich in die Linie vom Meister Schengen gekommen bin. Das hat natürlich eine Wirkung gehabt. Und das können die Lehrer und Meister auch feststellen. Mhm. Und das ist, glaube ich, eher ein Beurteilen von dem, wo ist die Person jetzt. Und der Meister Schengen hat dem schon gut können durchschauen. Mhm. Und wie ist das? Bist du ordiniert? Also du heisst Zhang She. Also du hast einen Namen, wo immer loslassen heisst, gell? Ja. Bist du ordiniert oder hast du Nein. ein Gelübde? Nein. Bei uns ist es so, dass man den Namen überkommt, wenn man Zuflucht nimmt. Ja. Also Zuflucht zu Buddha Dharma Sangha und die 5 Richtlinien annimmt. Das ist eigentlich das, was man macht, wenn man Buddhist ist. Sonst gibt es ja kein Register, wer jetzt Buddhist ist oder nicht. Der Name kommt von dort. Was wir nachher haben, ist die sogenannte Bodhisattva-Gelöbnis. Das entspricht dem vom Vorgehen und vom Inhalt her, wo man im Zen als Nonnen- oder Mönchsordination bezeichnet. Aber bei uns bleibt man Laien dabei, ganz klar. Was sich ändert, also Bodhisattva-Gelöbnis sind ja eigentlich die einzigen Gelöbnisse, die man auch in unserer Richtung ablegen kann, die über das Leben ausgehen. Ein Bodhisattva verspricht ja immer wieder zu kommen und die Leute auch dazu führen, dass sie weniger leiden müssen. Bis alle dieser Wesen Welt. befreit sind. Ja. Gibt noch ein bisschen zu tun. Das gibt viel zu tun. Das ist Unendliches. Ja. Darum keine Angst, dass wir nicht mehr zu tun haben. Und dort, also bei uns ist es so, da bekommen wir die schwarze Robe, aber wir tragen die nur bei einer Zeremonie.
Also zum Beispiel morgen machen wir ja mit bei der Totengedenkzeremonie auf dem Bremgartenfriedhof und dort werde ich dir oben anlegen. Aber sonst tragen wir dir nicht. Mhm. Und dann, wie ist das gegangen mit dieser Lehrerlebnis? Also hat der Meister Sheng Yen gesagt, du, es wäre noch gut, wenn du jetzt in der Schweiz würdest ein Zentrum aufbauen? Oder hast du gesagt, du, ich hätte noch Kapazität und würde das machen? Nein, das ist so gegangen, dass ich bin dort in diesem Meditationshaus war und die letzte Woche, die noch vorgesehen war, dass ich noch dort bleibe, ist eine Gruppe von amerikanischen Teachers in Training gekommen, für dort ein Retreat mitzumachen. Und der zuständige Chef vom Meditationshaus hat mir gesagt, «Hey, du gehst schon.» Das war der Mönch, wo ich auch viele Interviews mit ihm geführt habe, also wo mich gut gekannt hat. Und nachher ist die Gruppe für alle überraschend, dass sie vielleicht, ich weiss nicht, 15 Leute gsi, ein paar Leute noch von Kroatien, hat es geheissen, wir sollen zum Meister Sheng Yen gehen. Und dabei war der Gogu, das ist ein Lehrer in Tallahassee von unserer Linie, und der hat die Reise organisiert. Und dann sind wir zum Meister Sheng Yen gekommen. Und dann hat er dem Gogu 2 Kyosaku gegeben. Das ist wahr. Das ist der Räucherstab. Ja. Das ist schon ein Symbol von Anerkennung. Und hat nachher der ganzen Gruppe die Lehrerlaubnis gegeben. Und sonst nichts gesehen. Immer etwas sonst gesehen. Und ich habe gedacht, oh, was mache ich jetzt? Ich hatte schon den Raum da, weil ich habe vorhin schon so Sitzgruppen und geleitet. Aber dann habe ich gedacht, ja, wie lehre ich jetzt? Und der Gwogu, der dabei war, das ist der die Lehrer in Amerika ausgebildet hat. Und ich habe ihm gesagt, gib mir alle Unterlagen. Gib mir alles, was du meinst, man müsste es wissen, für Lehrer zu sein. Und der hat mir alles gegeben. Plus ein Kapitel aus seinem Buch, wo er Reimagining Chan Buddhism, wo die Lehre vom Meister Sheng Yen beschreibt. Und mit Hilfe von dem, das habe ich nachher alles für mich studiert und habe es gefestigt, indem ich selber zuerst Studienwochenende gemacht habe und nachher jetzt 3-mal Studienkurs angeboten habe. Was das Besondere ist dabei, ist, dass der Meister Sheng Yen in seiner Lehre eigentlich den ganzen Buddhismus einbezieht. Und das unterscheidet es natürlich auch ganz stark von Zen, wo Zen sagt, wir sind ausserhalb der Lehre. Sheng Yen sagt, das Erwachen, Praxis ist ausserhalb der Lehre, aber Grundlage ist die ganz klassische Lehre vom Buddhismus. Und zwar indische Schulen, Frühbuddhismus, sehr stark betont beim Meister Sheng Yen, nachher Madhyamaka, Yogacara und dann die chinesischen Schulen mit Huayan und Tiantai, alles im Chan nachher quasi zur Vollendung gebracht. Und darum gibt es also viel zu lernen. Ja, und wie gehst du daran an, wenn du lehrst? Also machst du das dann auch individuell? Also weißt, gibt es gewisse Schülerinnen und Schüler, wo du sagst, oh, für dich ist vielleicht irgendwie der Zugang im Moment hilfreicher, praktiziere auf die Art? Oder ist es schon im Kern immer das Stille quasi? Nein,
Es sind jetzt ein bisschen zwei verschiedene Sachen. Der Studienkurs ist ja das theoretische Genau, Lehren. das ist ein... Und das war eigentlich gedacht zuerst für Leute, die das selber mal lernen wollen. Ja. Und jetzt ist er verkürzt in ein Online-Studium, das einfach für interessierte Praktizierende ist. Aber Methode und Anleitung zur Methode, das passiert in unseren Retreats und natürlich im Einzelgespräch, das wir mit den Schülern haben. Und da haben wir ja 2 Hauptmethoden, weil wir ja die beiden Linien haben. Und die andere Methode, neben dem stillen Gewahrsein, ist bei uns Huato. Und das ist der Kernsatz von einem Koan oder Gongan, wo der Zweck hat, in mir die Frage, die mich vielleicht einmal dazu gebracht hat, anfangen zu meditieren, diese Frage zu steigern. Durch das, dass ich mir immer diese Frage stelle. Und die heisst? Die bekommst du, aber es gibt Die ist vom individuell? Lehrer, die wird vom Lehrer gegeben, Ja. wobei meistens ist es die Frage, was ist U? Was ist nichts? Okay. Was ist nicht? Man könnte es, manchmal wird auch anerkannt eine Frage, die einem selber entstanden ist. Und man sagt die Frage einfach, bis man ganz vor der Frage besetzt ist. Und dann kann es zu einem Durchbruch kommen. Und das ist, ich habe das auch erlebt, als ich wie nach vielen Jahren das Gefühl hatte, im stillen Gewahrsein, ich kann zwar sehr still sein, also mein Geist kann sehr still sein, aber es ist nicht so gewahr. Und nicht so recht gewusst, was könnte denn noch klarer sein. Ja, man weiss es ja nicht. Man weiss nur das, was man schon erfahren hat. Und dann bin ich bei einem Lehrer, ich hatte es gar nicht so beabsichtigt gehabt, hat mir ein Lehrer ein Quato gegeben. Und das ist nachher, wenn es wirklich stark wirkt und man es über Tage steigert, dann bist du wirklich voll von dem besetzt und ist dir nie mehr wohl und alles geht zusammen und nichts gilt mehr. Du schwitzt oder hast kalt und bist verzweifelt und wirklich elend. Und wenn du das kannst aushalten, Gefahr, meistens ist es ja so, dass man nachher ein bisschen zurückschraubt. Ja. Aber wenn du es kannst aushalten, dann kann wieder so ein Durchbruch erfolgen. Und das kann dann wirklich sehr erschütternd sein. Erschütternd, positiv erschütternd? Positiv erschütternd. Aber auch körperlich, das kann ungeheure körperliche Kräfte brauchen. Ja. Darum sagen wir auch, das ist eine Methode, die eigentlich kräftige Leute brauchten. Nicht mehr alte Leute. Das stille Gewahrsein ist eine eher sanftere Methode. Aber das Ziel ist gleich. Das Ziel ist eigentlich der Zustand von Chan. Wir sagen ihm Chan-Zustand. Ganz gewahr sein, was abläuft und ganz still sein. Bei dir, viele sagen dem Non-Dualität, die man auch in den Alltag bringen kann. Für uns ist der Chan-Zustand. Und ob jetzt mit der Methode vom stillen Gewahrsein in Dauerzustand von stillem Gewahrsein kommst oder mit der Quato-Methode oder mit dem Atem, spielt eigentlich keine Rolle. Du hast den Thomas Metzinger erwähnt. Ich finde seine Unterscheidung, er sagt Zustände, die sich in meinem Verständnis eben auf dem stillen Gewahrsein, wo manchmal in der Meditation deutlich da ist, im Alltag sich wieder ein bisschen
verliert von Zuständen. Und wenn es überhaupt in den Alltag übergegangen ist von Mode. Oder ist eigentlich noch eine gute, also das macht es in unserem Verständnis noch ein bisschen klar, wie das könnte sein. Also der Modus wäre dann so etwas wie fest verankert, Ja, wo bleibt. genau. Also so bleibt, wie halt etwas kann bleiben. Ja. Ja. Ich habe vorhin noch etwas sagen zum Alltag, wenn es noch Ja, bitte. etwas, was ich beobachtet habe in der letzten Zeit, wie schwer es kann sein, das im Alltag wirklich zu halten. Das ist halt dann, wenn wir in die ganz gewöhnlichen Herausforderungen mit unseren Mitmenschen, mit den Umständen um uns kommen. Und für mich ist so eine der letzten grossen Herausforderungen gesehen, manchmal mit den Grosskindern. Ich erinnere mich an eine Szene, wo das Grosskind etwa 4-jährig war und getäubelt hat in einem Laden, Boden gelegen, geschrauen, um sich geschlagen. Und wo ich harsch geworden bin, Keks, jetzt komm, jetzt gehen wir, hilf! Und dann sind wir dann raus und sie hat gerannt und ich habe mich bei ihm entschuldigt und habe gesagt, das tut mir so leid. Es tut mir so leid, dass ich so böse bin zu dir. Ich habe es einfach nicht mehr ausgehalten. Und dann hat sie gerannt und ich habe gerannt. Und irgendwie haben wir es im gemeinsamen Rennen gefunden. Und ich habe gedacht, so schwierig, wenn man so massive Emotionen begegnet und sie nachher in sich selber spürt und alle schönen Lebenserfahrungen sind für diesen Moment einfach dahin. Und das ist halt zum Sagen, wir haben nie ausgelernt. Und ein Aspekt dabei ist schon noch, dass mit dem Altwerden halt gewisse Kräfte abnehmen. Auch vielleicht psychische Spannungen aushalten kann schwieriger werden. Und das ist wieder etwas, was man muss lernen akzeptieren und halt sich dem anpassen. Mhm. Ja, und ich meine, die Welt, wenn wir rausschauen, gibt ja recht, es ist ein rechtes Übungsfeld im Moment, oder? Oh ja, Also oh ja. immer gewesen, aber im Moment dunkt es mir schon sehr wild. Duck mir auch. Wie gehst du mit der Situation um? Also mit dem immensen Leiden, das zum Teil da ist, mit Tendenzen, die Richtung Totalitarismus gehen. Manchmal denke ich will gar nicht mehr sehen und hören. Und schaue natürlich gleich immer wieder. Was mir ein bisschen Halt gibt, ist einmal, dass ich selber meditieren kann, dass wir da einen Raum haben, wo Leute einfach jeden Tag können meditieren können. Und das, was ich denke, was ich beitragen kann, ist wirklich das, was mir halt das Wichtigste dünkt, dass Meditation kann ein Hilfsmittel sein, für sich bewusster zu werden. Je mehr Leute ein bisschen genauer erkennen, wie sie selber sind, wie sie funktionieren, wie die Emotionen, die Gedanken, der Hass, was immer bei ihnen auch entstehen, aber auch wieder vorbeigeht. Wie das funktioniert. Und wenn man dranbleibt, wie man sich verändern kann,
Mir gefällt das Wort im Chinesischen, wo man sagt, wir tun es kultivieren. Wie Pflänzchen, die ein bisschen Nahrung brauchen und die Sonne, dass sie sich entwickeln können. Dass wir da Aspekte in uns haben, wo eigentlich gut ist, wo frei ist, wo alles das ist, was wir suchen, dass der sich weiterentwickeln kann. Dass wir das einfach unterstützen können. Und ein bisschen Hoffnung gibt mir halt auch die östliche Sichtweise, alles entsteht und vergeht, Welten entstehen und vergehen. Wir hoffen nicht, dass unsere Welt zu Ende geht, aber es ist eine Möglichkeit. Und es ist leider eine Möglichkeit, dass es schlimmer wird. Auch das probieren anzuschauen und einfach das tun, was ich tun kann. Es bringt so nichts, sich Sorgen zu machen über Sachen, die man einfach nicht ändern kann. Das hat mir einmal eine Nonne beigebracht. Ich war in New York, im Stadtzentrum. Und dann kommt man als Laie immer ein bisschen Aufgaben. Man sieht, gang voraus, geh wischen. Und ich habe dort vor dem Zentrum gewischt, dann habe ich noch ein bisschen weiter gewischt und bin nicht mehr einfach gewischt. Und nach einer Weile kommt sie und sagt, wo tust du wischen? Ich ja, da. Ich sage, weisst, wir können nicht mehr tun, weder vor unserem Haus wischen. Du kannst nicht ganz New York wischen. Oh, es ist eine einfache Sache, aber manchmal kann es ganz tröstlich sein. Wischen da, wo ich kann. Und du machst ja viel, du leitest das Zentrum da, das Can Bern. Wenn man jetzt mehr möchte wissen über Can, über dich, wenn man vielleicht auch Kurs machen oder Material von dir finden, wo findet man dich? Wie kann man in Kontakt treten? Ja, am besten über unsere Webseite canbern.ch. Da ist eigentlich sehr viel drauf. Wir haben eine Mailingliste, wer mehr wissen will. Bei uns liegen auch Programme auf. Wir haben auch eine Bibliothek, wo man Bücher über Can, über Zen, über Buddhismus im Allgemeinen kann ausleihen. Und wir haben auch ganz verschiedene Bücher von Meister Sheng Yen, die man bei uns kaufen kann oder eben auch ausleihen. Auf Deutsch auch? Auch auf Deutsch. Es sind etwa 10, die auf Deutsch übersetzt sind, von seinen etwa 100 Büchern, die er geschrieben hat. Ja, Hildi, ich danke dir ganz, ganz herzlich für das spannende und offene Gespräch. Ich habe viel erfahren über Can. Du bist die erste Can-Praktizierende. Es ist auch schön, eine, die auch direkten Bezug genommen hat zu der Ursprungstradition auf Taiwan, zu dieser Linie wirklich. Es hat mich sehr gefreut, dass ich vorbeikommen durfte. Es hat mich sehr gefreut, mit dir zu reden. Danke vielmals. Ja, ich danke dir, Lukas. Ich habe sehr gerne jetzt mit dir geredet und es ist eine grosse Freude, dass ich etwas über Can jetzt sagen konnte, weil wir sind ja immer noch ein bisschen die Exoten da. Andere Richtungen sind sehr viel besser eingeführt. Can ist einfach später gekommen und wir haben ein kleines bescheidenes Dasein, aber es gibt uns und wir sind froh, dass wir da sein dürfen. Und ich glaube, es lohnt sich, Can einmal anzuschauen. Es ist, wie du gesagt hast, vor allem deine Richtung eine sehr umfassende, vollständige Richtung, nicht doktrinär. Ja, sehr, sehr schön. Also ich ermutige wirklich alle Hörerinnen und Hörer, da mal genauer anzuschauen. Danke vielmals. Danke dir. Das war Meditationsszene Schweiz, ein Podcast von mir, Lukas Wittmer. Ich hoffe, du hast etwas Spannendes mitnehmen und freue mich wie immer über Feedback und deine Gedanken zu dieser Episode.
Auch für Hinweise auf spannende GesprächspartnerInnen bin ich immer dankbar. Und damit eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.